Für Biobauer Lothar Wild beginnt in diesem Moment die Mission Rettung seines Weißkrauts. Vor einem Jahr auf einem Acker bei Unterbleichfeld im Landkreis Würzburg. Der Plan ist, schöne samenfeste Köpfe zu ernten, weil wir versuchen wollen, aus diesen Köpfen Samen zu erzielen und in 2 Jahren dann auszusäen. Aber sowas gibt es im Handel? Sowas gibt es im Handel nicht. Warum nicht? Das ist eine Ursprungssorte aus Unterbleichfeld und das gibt es nirgends zu kaufen. Sieht gut aus, ne? Er hat im Frühjahr fast alles ausgesät, was an Samen von seiner alten Hofsorte noch da war. Selbst Saatgut gezogen hat er schon seit einer Ewigkeit nicht mehr. Man geht erst mal nach der Optik, wie der Kopf aussieht, ist er noch gesund. Auf einem Zehntel Hektar hat er jetzt freie Auswahl unter rund 4000 Köpfen. Schmeckt also super süß. Viel süßer wie das Hybridkraut. Also echt vom Geschmack her nicht zu übertreffen. Echt. Er liebt samenfestes Kraut. Als einziger Landwirt in Unterbleichfeld baut er solches überhaupt noch an. Seine Mission wäre aussichtslos ohne kundige Mitstreiter. Barbara und Martin Keller führen einen Verein, der seit einem Jahrzehnt samenfeste Kulturpflanzen sammelt, bewahrt und vermehrt. Unser Ziel ist es, dem Sortensterben was entgegenzusetzen, und deswegen erhalten wir alte Sorten und versuchen die dann später wieder in den Markt zu bringen. Und dadurch haben wir eine Ernährungssouveränität, also die Chance, das zu essen, was wir wollen, und nicht nur das Supermarktangebot. Durch gezielte Inzucht macht die Industrie aus samenfesten Sorten ertragsstarke, patentierbare Hybridsorten, die den Markt beherrschen. Nur mit seiner alten Sorte kann Lothar Wild da nicht mithalten. 40% bin ich ja drauf auf jeden Fall. Ne? Und dann hast du dann Abnahmeverträge mit der Industrie und dann willst du auch möglichst diese Menge liefern oder einhalten. Und das schaffst du mit dem Samenfesten nicht. Warum machen Sie es dann? Einfach wieder mal zu probieren, einfach mal Spaß an der Freude, sage ich. Das können Sie mir glauben. Das ist, Aber es ist eine Herzensangelegenheit dann, oder? Auch, ja. Auch. Man hängt halt an dem Kraut, ja, wenn man damit aufgewachsen ist und hat das früher schon so gemacht. Und dann mein Sohn, der sagt immer, hör auf mit dem Zeug, aber unsere Generation ist halt... 25, oh, da brauchen wir 26, 27, 28, 29. Der Weg zur Samengewinnung ist lang und knifflig. Die Pflanzen müssen überwintert werden, denn Kraut bildet erst im 2. Jahr Samen aus. Bisher sind sie allerdings alle eingegangen. Ich habe ja nach Hause genommen und habe es überwintert. Da hat es auch noch gut ausgesehen. Und dann habe ich es ausgepflanzt und dann ist eine Pflanze nach der anderen ist kaputt gegangen. Und wenn es jetzt heuer auch wieder schief geht? Dann ist die Sorte erloschen. Dann gibt es sie nicht mehr. Dann ist sie ausgestorben. Diese Köpfe sind also die letzte Chance, die Sorte noch zu erhalten. Das reicht. Oh ja, das ja. schaut gut aus. Schöne Köpfe sind es, ne? Schöne Köpfe. Also diesmal klappt's. Es geht um ein Kulturgut. Das, was den Ort Unterbleichfeld besonders macht. Das Kraut. Nach dem Krieg haben hier 2 Dutzend Bauern ihre eigenen Hofsorten an Weiß- und Rotkraut angebaut und die Samen auch selbst nachgezogen. Der Ertrag von etwa 80 Hektar ist vor Ort in den 4 Fabriken des Dorfes verarbeitet worden. Abzwind, östlich von Würzburg. Hey, ihr seid ja schon da, hallo. Im Gasthaus zur Ölmühle warten Claudia und Thomas Schwanfelder schon ganz gespannt auf die Lieferung von Barbara und Martin Keller. Weißkraut in vielerlei Form steht hier als fränkische Spezialität immer wieder auf der Karte. Ich war einfach nach der Suche nach einem Kraut, nach einem geeigneten Kraut und bin bei der Barbara und beim Martin einfach auf das Unterbleichfelder Kraut gekommen und bin sehr, sehr zufrieden mit dem Kraut. Und ich werde es auch weitermachen, dass ich selber das Kraut einmache, was ich denke, dass ich das Jahr über benötige. Dazu ist nun die richtige Gelegenheit. Denn die riesigen Köpfe müssen jetzt abgetrennt werden. Die bräuchten so viel Energie, dass es die Pflanze nie über den Winter schaffen würde. Nur die Strünke sollen eingelagert werden. Doch dabei droht eine große Gefahr. Jede Blattachsel, die eigentlich jetzt noch intakt ist, ist wie eine offene Wunde. Und diese offene Wunde ist immer die Möglichkeit, für die Fäulnis einzudringen.
Das Mittel, um Fäulnis zu verhindern, kommt aus dem heimischen Kachelofen. Einfache Asche. Die ist antibakteriell. Sie desinfiziert und verschließt die offenen Wunden. So überwintern sie dann. Genau. Und wenn alles gut geht, treiben sie dann im Frühling aus. Bis dahin werden sie täglich die Strünke auf Fäulnis kontrollieren. Um die abgetrennten Krautköpfe kümmert sich derweil Familie Schwanfelder. Papa Thomas schwitzt, während Tochter Elsa den uralten Krauthobel hält, mit dem der Koch das Unterbleichfelder Weißkraut hobelt. Der ist von unserer Großmutter. Also der ist wirklich scharf. Schauen Sie mal, wie fein das ist. Das ist wunderbar. Mit der Maschine werden Sie es nicht schöner, feiner bekommen. Gutes Sauerkraut muss gestampft werden. Auch das Handarbeit. Eingelegt wird das Kraut mit Salz, Wacholder und Lorbeeren, nach einem alten Familienrezept. So kommt die besondere Note des Krauts zur Geltung. Dürfen wir mal probieren? Gern? Ist der Teig grau? Oh, sieht es gut Das sieht gut aus, ja. Das ist richtig weich. Genau. Das ist richtig weich. Ich finde echt, es hat so ein bisschen Apfelgeschmack mit dabei. Sehr lecker. Ja. Das Sauerkraut wird jetzt bis zum Frühjahr gären, während die Strünke lagern. So. Mitte März ist es dann soweit. Barbara und Martin Keller wollen die überwinterten Strünke auspflanzen. Einzelne fangen schon an, auszutreiben. Die zwei sehen Zehen. schlecht aus, Ja. aber die kommen dann ganz da drüben hin, an einen schlechten Platz, wenn sie nicht überleben, Pech gehabt. Fast alle 100 Krautpflanzen haben überlebt. Das verspricht viel Saatgut. Uns geht es ja auch darum, eine große genetische Bandbreite zu haben. Also das heißt, wir brauchen möglichst viele Köpfe, weil ja jeder Kopf eine andere Genetik hat. Das heißt, wenn wir jetzt dann 100 Köpfe haben und weniger Saatgut, ist es für uns wichtiger als 50 mit mehr Saatgut. Anders als die Industrie wollen sie eben keine Inzucht betreiben und sorgen sich seit Monaten um jede einzelne Pflanze. Es könnte zum Beispiel auch sein, dass da schon, bevor ich die Asche drauf gemacht habe, einfach solche Bakterien in der Pflanze drin waren oder Pilze. Und dass die sich dann halt unter der Asche trotz der Desinfektionswirkung von der Asche weiter verbreitet haben. Dieser Strunk sollte jetzt nicht mehr faulen und damit Samen bilden können. Nach 2,5 Stunden sind alle Pflanzen ausgesetzt. Ja, die sehen super aus. Also ich finde wirklich, ich bin sehr zuversichtlich. Die Kinder brauchen weiter Pflege, ne? Auf jeden Fall. Man muss jeden Morgen Guten Morgen sagen und Guten Abend den Pflanzen. Das ist bei Samenzucht so. Und tatsächlich gibt es in den kommenden Monaten noch so manche Hürden. Ein plötzlicher Frosteinbruch. Wärmende Fliese verhindern, dass die Pflanzen erfrieren. Dann blühen diese wie gewünscht. Ziehen aber Schädlinge an, wie Rapsglanzkäfer, die sie mit der Hand absammeln. Ende Juli ist dann endlich der lang ersehnte Tag. Heute soll es den ersten Samen geben. Landwirt Lothar Wild und das Ehepaar Keller packen die hochgewachsenen Krautpflanzen mit den Samenschoten in Bettbezüge. Darin reifen sie nach, denn noch sind die Schoten zu feucht zum Dreschen. Und falls sie doch schon aufplatzen, geht so nichts verloren. Der letzte. Die Säcke mit den Schoten kommen in die Scheune. Zu den 20, die sie schon in den letzten Wochen aufgehängt haben. Wahnsinn. Ja, es waren fast 100 Pflanzen dann. Der letzte Sack. Das ist fast ein wenig wie richtfest. Gleich dreschen sie einen Sack, der schon 4 Wochen in der Scheune hängt. Die Hoffnung auf das erste selbstgezogene Saatgut seit Jahrzehnten ist groß. Wir haben aber den Winter über auch einen Wahnsinnsaufwand betrieben, die durchzubringen. Also wir haben sie immer durchgeputzt. Wir sind wirklich jeden Tag da gewesen und haben nach den Pflanzen geschaut. Und jedes kleine bisschen Fäulnis ist weggemacht worden. Jetzt haben Sie gerade gehört, was die Kellers für einen Aufwand getrieben haben. Ja, ich weiß, das wird nicht billig. Wenn es nichts wird, Da probieren wir einen anderen Sack. was man einsetzt. Super. Das sieht sehr gut aus. Guck.
Der tatsächliche Lohn für Barbara und Martin Keller: sie bekommen einen Anteil am Saatgut. Das werden sie an Gleichgesinnte weitergeben. Menschen, die samenfeste Sorten anbauen und sogar selbst nachziehen. Denn Vielfalt braucht viele Unterstützer. Das erste selbstgezogene Saatgut vom Unterbleichfelder Weißkraut seit langer Zeit. Das lohnt schon für 1000 Quadratmeter. Echt? Immerhin so viel, wie er bisher im Jahr angebaut hat. Da haben wir dir was eingebaut. Freuen Sie sich? Wahnsinnig. Für viele Jahre hat er jetzt genug Saatgut von seiner Hofsorte. Aber wichtig ist, dass man die Sorte erhält. Dass es jetzt dieses Jahr, obwohl das Jahr echt so schwierig war, dass es dieses Jahr geklappt hat. Das ist jetzt einfach richtig toll. Mission erfüllt. Das Unterbleichfelder Weißkraut hat wieder eine Zukunft.